Guten Abend. Grüezi. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bitte, kommen rein, sind Sie Merci, gut? grazie. Buonasera, signor Megstaff. Benvenuti. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet puis vous poser des questions, on aimerait savoir pourquoi vous voulez devenir Suisse. Mit der C-Bewilligung können Sie hier in der Schweiz bleiben. Was hat Sie bewogen, Schweizer zu werden? Für mich war die Anhörung, kam mir vor wie bei der Inquisition. Ja, schon wie eine Prüfung. Eine Prüfung. Bestehe ich oder ich bestehe sie nicht? Io lascio la parola ai miei colleghi e alle mie colleghe. Sappiamo quelle 13 persone sono lì, ma non sappiamo cosa domanda ce l'hanno. Vi sono dei petenti che non sanno nemmeno come si chiama il quartiere nel quale abitano. Pronto? Perché volete diventare svizzeri? Anche pur sapendo le cose, hai sempre quella incertezza di non sapere le domande. Ich finde, der rote Pass soll schon noch ein Wert haben, wo soll schon ein bisschen ein Gipfel sein, wo man erklimmen will. On ne va pas donner ce passeport suisse à la légère. Donc c'est normal, je trouve. C'est normal que ça se passe comme ça. La Svizzera ha la più pretenziosa procedura di naturalizzazione dall'Europa. I dat insulet passaport, ma passa 2000 modes d'ottenere, tutti in bleras scovisnancas en il paese. En mincina delle 4 regioni linguistiche avainus chattà autorità comunales che hanno avert le porte dell'audizione di naturalizzazione fitch confidenziale. Durant questa etapa decisiva stanno i candidati a dar fadia davanti ai commissari per comprovare loro swissness e mostrare che si conoscono questo paese nel più piccolo dettaglio. Far Schweizers benveni. So, guten Morgen miteinander. Heute Großkampftag. Vom Ablauf werden wir es so machen. Wir machen 2 Buffets, also normal die Bar hinten. Getränke, alles klar, denke ich. Gläser, ist gut. Ich bin Bürger von Pontresina und Falandas. Ich bin in Pontresina aufgewachsen. Ich bin Hotelier vom Hotel Walter und vom Hotel Steinbock, wo ich mit meiner Frau zusammen in 3. Generation jetzt seit 23 Jahren führe. Gut. Schon schauen im Speissaal, welchen Tisch Sie reserviert haben. Also ich denke, es kann jeder Schweizer Bürger werden, der das will, der die Werte vertritt und mit diesen Wertvorstellungen leben. Und die sind auch alle herzlich willkommen. Wenn es jemand nicht will, dann geht es einfach nicht. Dann haben wir auch die Mechanismen, dass man das eben kann verhindern in dem Sinn. Oder? Wir sind eine klassische Tourismusregion. Sicher etwa 70% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ausländer. Auf 12 Nationen mittlerweile. Also, ohne die Ausländer geht es gar nicht. La Vischnanca de Puntragina ne fis bic la madema senza Thomas Walter. L'hotelier è il presidente della Vischnanca Borgheisa, come member del Consiglio d'Administrazione, ed el è soprattutto un dels patrons principals de questa Vischnanca alpina fitch turistica. Also ich mag mich erinnern, meine Großeltern haben praktisch alles ausschließlich italienische Gastarbeiter, wie man damals gesagt hat. Dann ist die Welle mehr Richtung Spanien gegangen. Dann ist es auch Richtung Jugoslawien damals gegangen. Und im Moment ist auch Portugal sehr, sehr stark. Praktisch alle Schweizer wissen auch, dass der Wohlstand, den die Schweiz hat, nicht die Schweiz per se erarbeitet hat. Also der Gotthard hat wenig Schweizer gebaut, die Autobahnen haben auch wenig Schweizer gebaut. Also die ganze Wirtschaft ist so, weil das Land ist viel zu klein, um das Ganze hätte erarbeiten. Kann nicht sein, oder? Nein, es tut nicht. Ich weiß nicht, es kommt kein Bier raus. Das ist eigentlich das Ziel, dass wir vor allem die Jugendlichen oder zum Teil Kinder einbürgern von Familien, die schon lange jetzt in Pontresina leben und hier arbeiten und hier sehr gut integriert sind.
Viele Kinder sind hier in Pontresina geboren, gehen hier in die Schule, reden Deutsch, Romanisch oder Italienisch. Und denen wollen wir eigentlich auch Wurzeln geben. In questo vic con 2.000 abitanti conoscono tutti in Lauter. A tutti i candidati per il rechte Borghese Svizzer sanno chi Thomas Walter è. E in permais sta la famiglia Corona Cardoso si presentare ad elle durante l'audizione. E ancora Coca-Cola? Lo devo digerire? E il resto che ho mangiato qua? Sì, alle 4, alle 5 devi digerire, Chiara. Sì. Questo viene qua. E questo è quello che ti manca a te. Non solo qui, tutto il resto è già fatto. Ok? A posto. So entre 30 anni l'Engiadina e la famiglia italiana-portugaisa finalmente si decidida di diventare svizzera. Anna e Paolo hanno pronti di far fronte al lungo percorso amministrativo. Pontresina ist mein Lieblingsdorf. Gut, ich kenne meinen Mann dort kennengelernt und das bleibt mir immer im Herzen. Nach 30 Jahren, ich bin daheim da. Also das ist meine zweite Heimat eigentlich. Und wenn du siehst, dass du so gut integriert bist und du so Freude hast, und das finde ich schade, dass du ohne den Schweizer Pass nicht abstimmen kannst. Für uns ist es ein bisschen kompliziert, weil mein Mann braucht bestimmte Sachen aus Italien, ich aus Portugal, die Tochter ist in der Schweiz geboren. Also ist ein bisschen Organisation. Ok, no consulado português de onde? De Roma? Não, depois levámos tudo, foi para Milão. Fomos para Milão. Registaram lá, não sei quando, mas... In documento manca anche Dina. Per al souvenir può Anna quintar con il sostegno di comunanza fitch ben organizzata. Il consul del Portugal arriva regolarmente da Turic con ses consulat portabel. El dedicasse ses di als Portugais en Engiadina. Das ist eine sehr grosse Unterstützung für die portugiesische Gemeinschaft im Engadin. Du kannst viel Zeit und eigentlich auch Spesen sparen. Amanhã não estou cá, amanhã trabalho. Nach so vielen Jahren da, also ich fühle mich schon Schweizer, also fehlt einfach der Pass. Per noi il passaporto svizzero non è solo una cosa che ci faciliterà la vita, ma è anche per noi per essere ancora più integrati di quello che siamo comunque nel sistema svizzero. Io non mi sento svizzera, io mi sento più pontresiniozza. Ho richiesto un certificato di nascita e un certificato di matrimonio. Ho fatto richiesta un mese fa, ho conoscenti in comune. Non avendo conoscenze il sistema va molto alle lunghe. In curt ritorno nel paese d'origine per Paolo. La vicinanza della sua infanzia si chatta dall'altra parte del pass del Bernina e l'Italia. Là abitava el con Anna all'anciata della loro relazione. Sco confinaris avevano els da far mince di inviadi da 120 km. D'inverno era il traffico più la neve, era la stanchezza dopo un giorno di lavoro ancora avere un viaggio così lungo per tornare a casa. È duro. Però eravamo giovani, eravamo ingenui, per lavoro abbiamo anche sacrificato quegli anni per provare anche com'era il lavoro in Svizzera. Vedi come cambia il tempo. Qua è già quasi primavera. La Valtellina per me è un altro mondo, è il mio piccolo mondo. Forse perché in Valtellina io vedo più organizzazione che nel resto dell'Italia. Sono lieto di consegnarti il certificato di matrimonio e di nascita. Grazie mille. Grazie della tutto, non lo so. Io sono da 2 giorni sindaco e ho già fatto una cosa importante. Va bene, perfetto. Ti ringrazio ancora. Ciao, grazie. Ciao, merci.
Dopo 30 anni in Svizzera penso che abbiamo anche il diritto di qualcosa in più, oltre che il lavoro. Al Tessin, per contro, è longe della realtà grigiuna. Con ses prest 70.000 confinaris minchedì a un'altra vista sin ils esters. Io sono